So, die Damen und die Herren, einen schönen guten Mittag. Es sind froh, zurückzusehen für die letzte der Sommervakanz. Und ich habe gemeint, es wäre gut, wenn wir nur dem letzten Regierungsrat in der neuen Stadt auch Gelegenheit hätten, mit dir zu schwätzen und die Möglichkeit geben, zu den nächsten Sujets Fragen zu stellen. Und ich auch da bist von der Regierung von de Moien zu resümieren. Wir hatten heute ein ganz intensives Programm an der Regierung, den eine Reihe Akzente gesetzt hat an der Sozialpolitik, an der Wirtschaftspolitik, an der Zukunftsgestaltung von unserem Land. An der Stelle mit Satisfaktion fest, dass eine ganze Reihe von Punkten, die wir an der Erklärung zur Lehre von der Nation gesucht haben, dass die auch ihre Niederschlag fanden am Texter, die lo op de legislativen Weg gehen. Die Regierung hat also do schnell und effikaz geschafft. Was eine wichtige Sozialmaßnahme anbelangt, also so, dass die Regierung de Moyen beschlossen hat, einen Teil von den Netzkosten an Höhe von 150 Millionen Euro zu verholen. Das hat natürlich einen Impact auf die Leute hier Energierechnung. Die Preise gehen durch die Maßnahmen stabilisiert, gehen höchstwahrscheinlich sogar leicht drauf, obwohl der Energiepreisdeckel nächstes Jahr nicht mehr existiert. Es geht also darum, dass man zu Lützeburg, wo die Preise von der Energie schon generell niedrig sind, wie am Außen, und dass man die auch auf dem Niveau können halten, auf allem, dass man sie mittelfristig können stabilisieren. Das ist also eine wichtige Maßnahme für all Bürger am Land, all die, die elektrisch kaufen. Das ist aber auch wichtig für Betriebe, weil selbstverständlich an einer Reihe Sektoren, gerade auch ganz viele kleine Mittelbetriebe, den Energiepreis natürlich eine große Inzidenz hat auf die Resultate von einem Betrieb. Und dafür geht es darum, also einerseits die Kaufkraft von der Leute zu stärken, und andererseits zu gucken, dass Betriebe auch können in der Zukunft weiter produzieren und evaluieren. Im Kontext von der Modernisation von unserem Land, im Kontext von der Wirtschaftspolitik, haben wir eine ganze Reihe Maßnahmen, die sich alle guten erreichen an Zukunftsgestaltung, auf jeden Fall im Bereich von den Satelliten, dem Weltall, an der künstlichen Intelligenz. So haben wir den neuen Mise en œuvre von dem Space Campus angeholt. Der Space Campus, den also soll die Betriebe zusammenbringen auf enger Platz, die die Regierung dafür zur Verfügung stellt, die am Bereich von vom Weltall tätig sind. Den Space Campus, den könnt ob Kockelscheier bei die Freie Pulverfabrik, ob die Platz könnt der Sitz von der Luxemburg Space Agency, du könnt den Inkubator, da kommen Büros rein, du könnt den Espace für kollaborativ schaffen, an no engem echten Tour, den zuständigen Minister gemacht hat, das Wirtschaftsminister, haben sich 17 Entreprisen schon aus dem Weltallbereich gemeldet. Wir können hier Aktivitäten auf dem Space Campus zu developieren. Wir hoffen, wir erwarten, dass das später bis zu 35 Firmen werden gehen. Der Staat stellt also da, besonders weil da doch viele neue Entreprisen sind, die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung haben. Damit können wir auch als Renommee an dem Sektor weiter stärken. An dem Kontext haben wir selbstverständlich auch mit großer Satisfaktion, dass die Nouvelle kriegt, dass die Akquisition von Intelsat durch der SES, dass die von allen zuständigen Autoritäten autorisiert gehen ist. Das war eine Prozedur von der Europäischen Kommission. Dadurch, dass der SES Intelsat konnte kaufen, als der SES gestärkt ging an der Orbit, wo der SES aktiv ist, nämlich an der mittleren Erdorbit,
dat do de Leadership vun der SES op beneits konfirméiert gin ass, dat das wichtig, weil man wissen, dat am Satellitebereich sich gerade auch an Amerika an der andere Plätze viel deet, op enge andere Orbit, an die war wichtig, dat der SES sich kommt ausbreden. Die wisst, dat der Lützeburger Staat een wichtigen Aktionär vun der SES ass mir hunn also die Operation während der ganzen Prozedur eng begleet, auch ich selber als für Satelliten zuständigen Minister. Am mir freuen also, dass wir Lodo eng Etappe wie weit kommen sind. Die Marche muss sich permanent anpassen und neue technologische Entwicklungen. Am Bereich von den Satelliten hat die Regierung dann noch de neuen gering Luch gehen für den Projet de Loi, den d'Akquisition von einem zweiten Luxgovsat zu finanzieren, auf den Weg zu gehen. Luxgovsat als ein Joint Venture zwischen dem Lützeburger Staat und der SES. Das ist, dass die Firma die Modalität Praktiken nur muss umsetzen, mit der Lützeburger Staat das berät an der notwendigen Augmentation de Kapital, die dafür notwendig ist, 100 Millionen auf den Tisch zu legen. Wir können den Satellit dann zu lancieren. Das ist ein Satellit, den Kommunikationssatellit für regierungs- und militärische Zwecke. Und das ist Teil von unserem Effort von der Verteidigung, Teil von unserem Effort von der Sicherheit. Das ist ein Satellit, den ein Double Natur hat, das Dual Use, also sowohl Zivilkommunikation wie militärisch, mit an dem Kontext, wo wir sind, also eigentlich auch für Lützeburg an ein paar Hinsichten ganz wichtig. Einerseits, wenn wir weisen, dass wir am Bereich von den Satelliten ein Know-how haben, den viele andere Länder als beneiden, den wir können auch weiter noch vordreiben. Das ist wichtig für als NATO-Alliierte hinzuweisen, dass wir auch können helfen, andere Länder Kapazitäten zur Verfügung stellen, die sie nicht tun. Sie haben andere Equipmente, die wir nicht tun. Wir können bei den Satelliten am Dienst von der Sicherheit von unserem Kontinent als Kontribution machen. Und drittens ist das wichtig, weil den wichtigen Retourökonomik auch ist, den wir bei der Sicherheit, bei der Verteidigung haben, weil sie suchen die fließen an die Lützeburger Ökonomie, die fließen an die Entwicklung von also Satellitenkapazitäten, und das ist eigentlich ganz positiv. Am nämlichsten Sinn von der Modernisation von unserem Land, von unserer Wirtschaft, von der Zukunftsgestaltung, vom Stärken von Lützeburg für die Zukunft, haben wir dann auch dezidiert, dass man eine Strategie geholfen für automatisiert Fuhren, autonom Fuhren, da das ein wichtig, mehr kompliziert Materie, die wir am dem Koalitionsakkord auch festgehalten hatten. Wir sind da ein gut Stück vorgekommen. Da geht es darum, ob automatisiert Autoen auf den Autobunnen, da geht es um Robotaxien, da geht es um automatisiert Logistik. Wir haben eine Strategie geholt, die muss natürlich nur nach umgesetzt werden. Ein wichtiges Stück an dem Kontext wird sein, eine Gesetzgebung, die das autonom Fuhren auf der Straße enkadriert, auch Fragen von Responsabilität an Ähnlichem festlegt. Wir gehen davon aus, dass den relevanten Projet de Loi an den nächsten 6 bis 10 Monaten wird vorliegen. Wir sehen auch, dass andere Länder in Europa sich auch auf dem Bereich positionieren. Und dafür ist es wichtig, dass Lützeburg das auch kann machen. Wir hätten gerne, dass Lützeburg eine Leadership-Position hat. Und das in dem Sinn, dass man die Lützeburger Strategie für automatisiert Fuhren angeholt haben, weil als Ziel ist, an dieser Legislaturperiode, soweit das möglich ist, da echt konkret Aktionen im Terrain zu sehen. Wenn man von AI schwätzt, dann ist es doch wichtig, dass die weiß, was von AI-Algorithmen beim Staat besteht und funktioniert. Und dafür haben wir auch die Morgen als Regierung Digitalisationsministerin chargiert, für ein Register auf den zu setzen, den all die Algorithmen, die beim Staat bestehen,
regroupéiert, wieso zu wissen, was besteht, und zweitens Synergien zu schaffen, da wo die notwendig sind. Was andere Themen anbelangt, kann ich noch sagen, dass wir morgen auch eine tiefgreifende Reform von der Mediengesetzgebung angeholt haben. Da geht es darum, für eigentlich der neuen Medienlandschaft Rechnung zu drohen. Früher waren das mehr die geschriebene Presse an Radioen. Heute gibt es natürlich viel mehr Plattformen, und dafür haben wir eine technologieneutrale Approche, wo alle Medienservices und Fournisseuren mit den nämlichen Grundprinzipien behandelt werden. Wir haben noch den Ausbau von den Kompetenzen und der Unabhängigkeit von der LIA vorgesehen, weil die muss sich dann noch anderer bekümmern wie bislang. Und geht auch zum Teil eine Vereinfachung von administrativen Prozeduren. Wir haben selbstverständlich morgen auch über eine Reihe von internationalen Sujets geschwärzt. Wir haben, wie viele Menschen hier im Land, mit großem Schreck, mit Schock, die Bilder am Kap, die wir gesehen am Gaza, die sind absolut inakzeptabel. Die Regierung hat nachher ganz klar ausgedrückt, so wie auch man das schon an der Woche gemacht hat, durch eine Deklaration, die den Außenminister am Namen von der Regierung mit unterstützt hat, dass wir der Meinung sind, dass direkt so viel wie möglich humanitär Hilfe muss können an der Gaza rankommen. Es gibt keine Excuse für das Menschen, Zivilleid, auch keine anderen Leid, Hängere gelost gehen. Das ist absolut inakzeptabel. Das verstößt gegen alle Prinzipien von der Menschlichkeit und verstößt natürlich auch gegen das internationale Recht. Wir werden also weiter stark machen als Teil von der Weltgemeinschaft für eine humanitäre Lösung am Gaza, auch für einen Waffenstillstand. Selbstverständlich auch will die Lützeburger Regierung sich auch konstruktiv und direkt abbringen an alle Schritte, die erholt gehen, für einen stabilen Frieden und eine Zwei-Staaten-Lösung am Nahen Osten fertig zu bringen. Der Außenminister geht nach diesem Monat auf eine Sitzung zu New York von der UNO en Präparation von einer Sitzung am September, wo wir über das Sujet mehr definitiv werde schwätzen. An der Sitzung am September, Ende September auf der UNO, werde ich auch zusammen mit dem Außenminister hingehen, ob der dann möglicherweise zu weiteren Schritten, konkrete Schritte für die Anerkennung von Palästina am Kader von einer dauerhaften Friedenslösung muss an der Region kommen. Die Misere an der Region hat so lange gedauert, da muss es zu einer friedlichen, dauerhaften Lösung kommen. Wir haben uns selbstverständlich auch über Tarifnegoziationen zwischen der Europäischen Union und Amerika erhalten. Das sind ganz schwierige Verhandlungen, die gefeiert von der Europäischen Kommission. Die Handelspolitik als eine Exklusivkompetenz von der Europäischen Kommission. Wir sind als Regierung der Meinung, dass der freie Handel notwendig ist, dass der freie Handel nicht gut kompatibel ist mit Douanetarifen. Und dafür unterstützen wir alle Schritte von der Europäischen Kommission, für die Douanetarife so niedrig wie möglich zu halten, am besten Fall überhaupt keine Douanetarife zu haben. Wenn es ja noch Douanetarife gehen auf einer Seite, dann wird die letzte Regierung das nicht als eine gute Solution empfangen. Wir werden das just unhöhlen, wenn das ein allgemeiner Konsensus an der Europäischen Union ist. Wenn wir wollen Handel mit Amerika machen, wir wissen, dass ein Handelsdesequiliber gibt, wir dürfen nicht dauerhaft den freien Handel zwischen Europa und Amerika auf Frage stellen. Und dafür hoffen wir, dass die Europäische Kommission an den nächsten Tagen auch diesem Wunsch, nur keine Tarife oder ganz wenigen Tarife, die die letzte Regierung ausgedrückt hat, auch nachkommt. Voilà, das vielleicht ein bisschen den Tour rundherum eine Reihe Sujets. Es gingen viele andere Sujets nach gehen, wir vielleicht machen wir mal
ein paar Frohen, dann kommen wir auf die Sujets zurück, soweit das notwendig ist. Merci für Lo und da möchte ich Europe für erfreuen. Thomas Berthold. Ja. Gestern kommet zu einer großer Pan beim Postreso még froh ass wéi viel Auer Krodier do vun der Bescheet gesot a wéi ofhängeg sinn Servicer vum Staat vum Postreso, wann ik seit das Problem beim CGD bei der Poli vor. Ich bin am Lauf vom Nomitten sowohl von Mengen zuständige Beamte wie vom für postzuständige Minister den Herr Dallas informiert gehen. Ich muss so mein Telefon hat funktioniert. Ich mengen hat über WhatsApp angerufen, wann ich war auf einem Internet Reis, auf einem Wifi connectiert. Das was gestern geschieht, das ist ganz schlimm, weil es beweist, wie fragil Land ass, et as auch wichtig mengenech mis umgangen och en a ménger Autoritéit eng national Resilienzstrategie auszuschaffen, wo den Hochkomitee a la Protection nationale den Optrag kritet vun der Regierung dat ze machen, an schmengend Lektionen vu Göster, déi mussssen selbstverständlich doranner fließen, y compris die froh die Dialograt gestalt huet, wann Telefone just op engem Reso sinn ass dat gut, ass dat net gut ocht froh, wie kann an Zukunft sicherstellen, dat die Messagen, die verschickt gesinn, so sind, dat Leute auch verstehen. Net schiedreen ass an der nämlichter Fähigkeit op segem Telefon Sachen ernst anzustellen. Dürfen ich meine, das Göster Gott sei Dank nur weniger Stunden als die PAM behoven geben. Wir wissen ja nicht genau, was die Ursache ist. Ich meine, wir sind die Sache schon ganz seriös holen. Wir haben die zuständigen Minister noch gefragt, mit ihren Services zu gucken, was genau geschieht, was das die Ursache, aber auch was sind Lektionen, die wir aus der PAM von Göster können ziehen. Das ist ganz klar, dass du eine Reihe Sachen nicht funktioniert tun, kann ihn das evitieren oder nicht. Wie gesagt, das ist ja der But von einer Resilienzstrategie der Staat mit all seinen Ramifikationen, Police, CGDs, Spitäler, dass die auch funktionieren, wenn irgendetwas von außen geschieht. Und ich meine, da muss man eine Reihe Lektionen von dem vergüstet sehen. Das ist sicherlich heute zu früh, wenn man noch nicht genau weder die Analyse, so was geschieht ist, nach dem Bilan von dem, was vielleicht manchmal gut geklappt hat, wie das hätte müssen sein. Er ist all Erfahrung lehrt den, und das ist sicherlich auch vergüstet zurückzubauen. Bon, wenn wir schon bei dem Sujet sind, da bleiben wir dabei. Der Post hier Taschenprobleme sind jo hier sagt dat analysieren sie mir et gufen eben noch Probleme mit der LU alert, also ich kenne Leute die kruten nur um 5 op 12 Haut nach eng. Kenn ich blöd Witz meiner frohen Hummer schon Rëmmeproblem, Herr Minister oder voilà, wat sind der Konklusionen dazu, wie LU alert funktioniert. Weil da war auch echt an der Regierung ihre Responsabilität, dass wenn ich das sie überhaupt nur bause kommuniziert hat, deren Kommuniqué wird Zellule de Krise, den das auch recht kommt, nur dem das am Anfang der Reso funktioniert hat, hat du aber nicht vielleicht ein bisschen echter müssen etwas soen, was Leute sollten machen. Und drittens wollte ich fragen, ob die an der Cellule de Krise oder auch die neuen Fall geworden sieht, wo effektiv vielleicht eine Ambulanz nicht oder nicht zur Zeit kommen ist. Also wisst ihr, ob Leute zu Schuld gekommen sind durch die Pan? Dat wie ich net ich mein noch dat den Obje vun der Cellule de Krise, wat Cellule de Krise as gestemmeten op mei Wunsch zu Summe kom, a wie dat sich een Problem vun der Post gehandelt huet und ich den Minister den Zuständigers fir Post den Herr Dallas gefrot die Sitzung zu präsidieren an zugleich den Innenminister den Zuständigers fir Police a fir de CGDs Gebirden auch an der Cellule de Krise deelzuhöllen. Du hast wie gesagt, für dich mal gucken, was das überhaupt geschieht, weil ihre Kommuniqué muss ich natürlich auch gucken,
wat wissen wir, wer das geschieht, an direkt nur dem dat gemerk in das sind du auch als kommuniziert gehen. Du kann ich immer echt da kommunizieren, muss ich natürlich auch oppassen, dass ich keine Falschmeldungen an so einem Moment rausgeht. Wie ich wieder gesagt habe, ich meine, dass das logisch da geschieht. Wir sind nur ein paar Stunden no, und ich meine, das zu frei für daraus Konklusionen zu ziehen. Die zuständigen Service müssen nur alle Guten abschreiben, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, und dann ziehen wir daraus Konklusionen. Ditlo, wenn ich richtig verstanden habe, gesagt, ihr wisst nicht, wo Leute die zu Schuld kommen wären, weil Service d'urgence nicht zu erreichen waren. Wie das, also wenn dir so das nicht als Cellule de Crise ein Objet, wem sein also dann für herauszufinden, ob ihn dadurch zu Schuld kommt oder nicht, weil Post muss das ja nicht, denke ich. Ne? Die rief ja nicht bei der CGD so an sie fried, wenn es nicht kommt. Ich bin einfach dabei froh, weil Cellule de Crise, was gestorben zur Summe kommt, die hat nicht den doten Objet. Das selbstverständlich, dass den zuständigen Minister für die Service, das muss bei seinen Service froh. Meine Antwort war just, dass das nicht die Aufgabe war gestern von der Cellule de Crise. Vielleicht weiß auch der Innenminister, dass ich selber sind noch nicht informiert gehen, dass so etwas geschieht ist. Und ich hoffe, dass das nicht geschieht ist. Aber ich kann nicht darüber keine Informationen geben, weil ich die Informationen nicht tun. Die Responsable von der Post Nummer erklärt, dass es nicht möglich ist, für den Moment den Provider zu wechseln, an Notfällen wie gestern noch sonst nicht. Eng froh von nationalem Roaming mussten durch Changements kommen, Ihrer Einschätzung noch? Ich bin nicht ein Expert von Telekommunikationen. Das ist klar, dass ein Abonnement bei einer Firma an dat den da mat der Firma leiert das. Ob in dat ernstcht kann gestalten zwischen den Operateuren an einem Krisefall oder immer, dat kann ich nicht beantworten. Dat muss ich sicherlich gucken. Und dat erklärt doch, weil ich die Frage für drunten nicht ganz beantwortet hat, dat erklärt doch Mengen Informationen für wat verschieden Alerten viel mich spät kommen sie, weil die bekommen sie über einem Réseau, die par ailleurs nicht funktioniert. So fahren die Leute Wi-Fi waren, ich muss sagen, ob den Telefonen die schon als die Alert zu einem am freien Abend kommen. Das bei vielen Leuten gewesen, weil wie die Alerte kommen, sie waren schon in einem Telefonsgespräch mit dem Außenminister, aber wir sind unterbrochen, weil über all diesen Telefonen sind die Alerten gekommen, und das war am freien Abend. Ich weiß auch, dass eine Reihe Leute mich spät kriegen. Und du musst mal gucken, für was das so ist. Wie gesagt, ich kann nicht heute auf die Frage keine Antwort geben, weil man die Antworten nach einer tun, mit sie berechtigt frohen ihrerseits. Ich meine, da muss ich den zuständigen Ministerin auf allem ihren technischen Service losen, dass die das können gucken. Ich hoffe nicht bei der Post, mit all die Konsequenzen, die du mal zusammenhängen, sie selbstverständlich frohen, die Regierung und die zuständige Ministerin müssen gucken, für wann das nachher geschieht. Und das ist, wie gesagt, nachher aus all Krise muss ich immer Sachen lehren. Heute war so Gott sei Dank nur ein paar Stunden gelesen, mit der ich auch noch nicht lang dauern. Und nachher das ist einfach ein Objekt von einer Resilienzstrategie. Auch ein Cyberattack, ähnliche Sachen. Muss ich immer gucken, was funktioniert danach, aber was kann ich machen, das was den Business Continuity nennt. Und das muss beim Staat selbstverständlich auch funktionieren. Die zuständige Ministerin sich mit den Vertretern von der Post zusammensetzen, geschieht das recht, wenn die Sache definitiv geklärt ist? Oder schon viel drin? Ich habe vom Minister Dalles verstanden, dass er permanent am Gespräch ist mit der Post, war doch gestimmt, weil nicht mal x-mal gerufen, wie mich immer Laufen zu halten, sodass ich meine, dass es ganz logisch ist, dass die Gespräche umgangen sind. Allerdings kann ich nicht so, wie lange das dauert, bis die technischen Antworten da sind. Sind noch Fragen zu anderen Sujeten? Ich wollte kurz ran über die Post. Das heißt, alle Services vom Staat, die laufen über die Post, oder sind die da mit einer Telekommunikation beim Staat? Oder muss da das mehr, also auch Services für so Situationen zu vermeiden? Soweit ich weiß, sind Services vom Staat, und manchmal die Telefone, die
von denen ich weiß, die sind alle gut bei der Post, was doch ein bisschen logisch ist, weil Post ist ein staatlichen Service, dafür ist das nicht anormal. Sonst noch Fragen? Ich will da ganz kurz der Ressort, was den neuen Satellit belangt, hat gesagt, dass Augmentation de Kapital von 100 Millionen Euro vorgesehen ist. Ist das doch der Kostenpunkt vom Satellit oder könnt ihr den auch schon abschätzen, was der Kostenpunkt mehr genau ist? Den Satellit, wie gesagt, der geht nicht gekauft von dem Lützeburger Staat selber, mit durch die Joint Venture, die wir haben mit der SES, die genauen Modalitäten davon, die mussten innerhalb von der Firma geguckt gehen, auch mit der SES, die da eine große Kompetenz dran hat. Was wir aber auch dezidiert tun, wie das ja ein Satellit ist, den gebraucht wird für regierungs- und militärische Zwecke, dass wir auch Défense autorisiert tun, Kapazitäten auf dem Satellit zu kaufen. Die Satellit, die ist ja auch noch nicht direkt da, wir haben eine Decision de Prinzip geholt. Der Satellit, der wird 2029, 2030 an der Orbit sind, aber bis dahin müssen die Modalitäten danach geguckt gehen, auch mit einem Lanceur, der abgeschickt wird, was natürlich ein Kostenfaktor auch ist. Und das ist also ein Wunsch, wenn das möglich ist, für den wir eine europäische Rakete abzuschießen, mir auch das als Objekt für kommerzielle Verhandlungen, die noch nicht gemerkt sind. Dass man okay Müssel kreen mit denen 100 Millionen, ist das ein Teil von der Regierung oder ist das die ganze Augmentation Kapital für das Joint Venture? Ich kann nicht mehr schwätzen für die Regierung, das ist ein Teil von der Regierung. Okay, das heißt, die Augmentation Kapital ist wahrscheinlich dann größer. Also es gibt da ja SES. Ja, mit SES als eine kotierte Gesellschaft und das von der SES die Modalitäten zu dezidieren und zu annoncieren, wenn sie das für richtig finden. Ich kann nicht mehr holen, dass mir haut Decision de Prinzip geholt, für an Gespräche mit der SES zu gehen, für zu gucken, dass den Satellit kann lanciert gehen, wenn dann die notwendigen Autorisationen auf der Seite von der SES da sind. Ich wollte noch froh, wie Vorbereitungen laufen für die weitere Runde den 3. September mit den Sozialpartnern. Ich will für dich sagen, dass ich ganz froh bin, dass wir es fertig tun, an den 2 Sitzungen, die stattfinden, am Juli, die Sozialpartner bei ihnen zu kriegen, dass wir auch, wenn es Intensivgespräche waren, auch einst Tensionen zwischen den Sozialpartnern zu spüren waren, dass Jitfried wollte, dass wir gingen die soziale Frieden an die Sozialstabilität hinkriegen. Und das war auch ganz klar ein Ziel, was wir als Regierung gesagt hatten. Lützeburg ist ein Land, wo wir als wirtschaftliche Natur soziale Stabilität und soziale Frieden haben. Das empêchiert nicht, dass den unterschiedliche Wühe kann haben, dass man den diskutiert. Ich meine, das ist in der Natur von einer Demokratie, das ist in der Natur von einer sozialen Demokratie. Ich meine, wir sind ein gutes Stück vorgekommen. Lo muss am Sommer Jitfried mit sich zu Koa gehen. Wir haben noch nicht den ganzen Weg gegangen. Wir diskutieren über eine ganze Reihe von Sujeten, aber all diese Sujeten sind wir noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Die Aufgabe von der Regierung war auch nicht, für neue Propositionen auf den Tisch zu legen. Die Aufgabe von der Regierung war, so ein Staat von Anfang an definiert, für Brücken zu bauen zwischen den Sozialpartnern. Und die Lesung wird, wie so oft an einer Demokratie, ein Kompromiss erleihen, die von jedem ein bisschen singen, Überlegungen mit heranbringen. Und das gilt sowohl für das Sujet von den Pensionen, wie das Sujet von den Öffnungszeiten am Kommerz, an der verlängerten Sonderservice auch am Einzelhandel. An all den Sujeten spielt dass eine Bewegung du hast, wir sind ja nicht bei einem Resultat. Am Sommer, ich hätte auch lieber die Gespräche am Sommer fertig gemacht. Ich meine, die Regierung ist ja noch immer umschaffen, wir hatten ja morgen noch Regierungsrat. Wir waren immer im Ärner Sozialpartner, die nicht da waren. Es war aber ein allgemeiner Wunsch, dass wenn in so Gespräche feiert, dass dann
die responsabel von allen Partner mat Tisch gingen sitzen, dann net gingen weiter negoziieren, wann fehlt. Er wie dat nun vom 15. Juli bis Ende August immer einer Leid an der Vakanz die Nummer dafür gesucht, da muss man dat op den Ugang September vertagen. Wir sind auch nicht an einer Krise, an dem Sinn ernst wie bei Reunionen, die an der Vergangenheit stattfanden, an der Finanzkrise oder an der Covid-Krise, wo es müssen, ob das sie kommt, ob es dezidiert gehen, heißt immer ja in strukturellen Adaptationen von diesem System, die ändern noch nicht zwischen Lo an dem September, weil die Themen sind gerade so aktuell am September, wie sie am Juli sind. Wir nachdenken, wir zielen aber Geist vom Kompromiss. Wir wollen den sozialen Frieden. Und ich hoffe, dass wir am September zu einem Resultat kommen. Das ist vielleicht nicht der 3. September, aber dass wir das am September fertig bringen. Wie gesagt, es sind unterschiedliche Sujets, wie ihr wisst. Lo am Sommer geht es für allem drin, eine Reihe von den Sachen, die nach notwendig sind, auch zu berechnen. Dann noch für die Sitzung vom 3. September, da denen dann auf den vorbei zu bringen. Bis lo waren das mündliche Gespräche, wo Jitfried sagen, wie ein Exposé hat, dann Nummer 1 der Versicht, die Brücken zu bauen. Mit dat man können vielleicht den 3. September auch den ihnen der anderen Dokument, wo man das abschreiben, gucken, an der das die Aufgabe von Jitfried während diesem Sommer. Die Vorschläge, die besuchen dich kommen sind, die Goufe verschriftlicht an noch einen Sozialpartner verschickt? Nee. Wir haben ja just mündlich mit ihnen diskutiert. Und justement das muss geschehen. Aber für den Moment gibt es kein Probier, wo all die Sachen da draufstehen. Für dann do not zu haken, wat ass dann Ehren Objektiv wat am September her no soll Dëchleien. Soll du e schriftlichen Akkor Dëchleien, den Dir an Sozialpartner ënnerschriwen hunn, mat der separat Aufkommes mat den einzelnen Sozialpartner oder war das Vierstellung vun der wat no soll, war der Herr no annoncéiert. Gëtt Herr no en schriftlichen Akkor, wo jeder Reen ënnerschriwen hat. Wir haben mit unterschiedlichen Sujets zu tun, die nicht direkt zusammenhängen. Dafür ist es ja auch kein Tripartit. Erstens, weil es keine Krise gibt, und zweitens, weil es nicht ein Pagas von Maßnahmen mehr sicherlich, und das heißt das Ziel, eng hoffentlich gemeinsame Position zu Jitfried von den 3 Sujets. Das könnt ihr auch schon allein hier, dass verschiedene Sozialpartner mit verschiedenen Sujets nicht zu tun haben. CGFP zum Beispiel hat logischerweise nicht zu tun mit den Öffnungszeiten am Handel. Dürfen wir mengen Stadt als Ziel muss sein, da den eng Lust von Punkten hat, ob die hoffentlich die 3 Sozialpartner d'accord wären, für das Pensionssystem zu stabilisieren, einerseits auf hier eine Kompromisslösung zu finden, zwischen den Sozialpartnern betreffend die Ouverture am Einzelhandel. Aber wie gesagt, ich gesehen, dass ich als ein Probier, wo das, was man dann als Resultat von den Diskussionen das festhalten, an nicht ein Zucht Kontrakt, die man da unterschreiben. Ich meine, die Natur von den Sujets als ernst wie das bei vierten Reunionen an anderen Legislaturperioden war. Aber natürlich, ich kann heute nicht vorausgesehen, was die 3 Partner, die da am Tisch sitzen, ob die zu einem gemeinsamen Akkord kommen. Mein Wunsch ist, dass das am Ende vom sozialen Frieden, am Ende von der Stabilität in unserem Land möglich ist. Und ich werde alles machen, zusammen mit den Kollegen der Regierung, für das Resultat zu erreichen. Voilà, dann sage ich vielmals merci. Ich entschuldige mich auch für die Auerzeit, wo das Reunion stattfand, weil ich vorhin auf Sendung für den Premierminister von Irland zu empfangen. Irland als ein wichtiges Land für Lützeburg, für Sujets noch zu diskutieren, die mit der Finanzplan auch zusammenhängen, mit der
allgemeine Entwicklung von Europa. Dafür freue ich mich auf die Entrevue mit dem Premierminister von Irland zu senden. Du hast ja auch einen kleinen Point Presse für die Sujets interessieren, sind herzlich willkommen, dir oder der Kollegin Herr No als zu senden, mit dem Premierminister Martin zu sehen. Merci, und da wünschen ich all eine schöne Sommervakanz. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Zeit auch kriegt für auszuspannen. Ich wünsche euch also eine schöne Sommervakanz, aber wenn dringend Sachen sind, als die Regierung immer handlungsfähig, das tun wir morgen noch nach einmal konfirmiert, sodass die Regierung wird weiter am Sommer ihre Responsabilitäten an ihr Arbeit machen und überholen. Merci vielmals. Merci.